Gott signiert Volk op Erden Nummer 20. Geen reden als Johann dit. Dat Thema handelt zich vandaag over leiders, en wo ze ihre opgave als leiders uitführen zullen, zodat dem Herrn dat gefällt en seine Gemeinde richtig abgebüht wordt. Vergangene week zag wieder mir een Beispiel, wat van waar spannendst Volk de Kinder Israël wieren. Waren grunsten ze over ihre Leer, wanneer nicht rot so wir als an das Gefall. Gott will das Volk nur anbringen, aber ihre Gesinnung wie immer eine fleischliche. Sie kehrten sich bloß das Büterliche, ob sie genug zu eten und zu trinken hadden. Und für das Geistliche hadden sie scheinbar keine Uhren. Laatste Week hielt wie ab, als sie durch Gott seine Halb groß den grauten Kampf gegen die Amalekiter gewonnen hadden. Sie wohnten in ihre Zelten bei Rephidim, wo Gott an Water uit dem Stein gaf, wat Moses mit seinen Stock geschlagen had. Moses had het sehr schwer. Hij wird die Leider en jeder eine, wat eine Streitigkeit mit seinen Nober had, wohl mit Moses reden, dat hij door even rechten soll. En so kommt het ram, dat Moses von Samarius bis zu Overst Menschen für sich hat, wo er Streitigkeiten abheben soll. Eines Tages kam sein Schwiegervater Jethro noch an. Hij had hem al lang nicht gesehen, seit der Zeit, als Gott zu ihm in dat brennende Bosch reden deed en am terug naar Ägypten schickt. Diese Gegend, wie die steht, wo Moses al 40 Jahre als Schopsherd gebracht hat. Nu kam Jethro am Besuchen en uit te vingen op dat alles so weer wat hij gehoord had, wo Gott Moses en de Kinder Israël vom Pharao geraad had en wo hij aan durch die Wildnis wat hier gevierd had. Dit merkt Jethro zeer vrouw en hij zeid, de Haar zie je looft, de junt je raad heeft uit de hang van de Egypter en uit Pharao zijn hand. Nu ha ik erkend dat de Haar greater is als alle Jetter. Dan nam Jethro een brandopfer en een slachtopfer, en opfer dat zum Herrn en maak een groot mool. Moses en Aaron en al de ältesters van Israël werden dort eingeladen. Als Moses zijn schwiegervader door een paar dagen spaziert had, zag hij wo Moses zich even arbeiden deed. Nadat hij dat alles so beobacht had, zei hij te Moses, dat is niet goed wat u dort deest. Du ook dat volk, wat van Samarius tot zo overst door in de rij staat, brengen junt aan de grond. Deze opgave is veel te zwaar voor die, dat du die alleen draagst. Ziek die uit het ganze volk Gottes verstje tichtje manna, wat die met deze opgave helpen doen. Dan zat aan over 1000, en over 100, en over 50, en over 10. Diese zullen dan nur al die Streitigkeiten en Fragen zijn, en bloos de allerwichtigste Fragen worden dan door Moses gebracht worden. Dit deed Moses dan ook, en dat wir voor hem een zeer grote erleichterung. Wir können von dieser Begebenheit auch viel lernen. Dat is nicht Gott sein Willen, dat wir uns mit unserer Arbeit umbringen. Den Rat, wat Jethro Moses gaf, kann wir auch wellig annehmen. Kann Kirchen, wo die Prediger und die Ältesters meinen, sie sind die Einzige, wat beraupen sind, den Herrn zu dienen. Sie wollen dann alles selbst tun und denken, die andere Glieder in der Gemeinde haben keine Abgabe. Aber die Bibel lehrt alle Wegen gegen diese Einstellung. Prediger und Ältesters haben eine wichtige Abgabe, aber sie sollen nicht proben, alle Arbeit zu tun, was es in der Gemeinde gibt. Lass mal Epheser Kapitel 4, Vers 11 bis 12. Da sagt es so, und das redet hier von Jesus. Seine Gaven wären diese, dat hij einstje als Apostel, einstje als Propheten, einstje als Evangelisten en einstje als Hoords en Leraars aanstellen deed. Dit deed hij om God zijn Kinder zum christlichen Dienst rei te maken, wodurch Christus zijn lief, dat is de gemeente, gebuut wordt.
Dat meint, dat diese Leiders door zijn om de gemeente rij te merken, dat de ganze gemeente fähig wordt den Herrn te dienen. Wo ist dat in jene gemeente? Ist door geestelijk leven? Zij je als predikers daarom bezorgd, dat de Glieder in de gemeente rijgemerkt worden om een dienst in de gemeente te übernehmen? Oder heeft het in die gemeente keine Gelegenheid voor zo'n mensen als dit ook een dienst te doen? Wat meint het dan, wanneer die Bibel zegt, zij zullen rijgemerkt worden? Met rijmerken redt het van onrechten. We gaan als leiders naar opgave wat veel widergeht, als om zondag een predigt te brengen. We zullen onze gemeente en Gott zijn woord onrechten, nicht bloß eine Predigt verlesen. Wenn Menschen wirklich Gott sein Wort durchgehend studieren, wollen sie auch so weit kommen, dass sie andere dort lehren können. Denk je mal nach, wo neidig de Unrecht an de Kinder in de Jugend ist. Dort können die Predikers nicht alle nachkommen, aber dort können eine Reihe Männer ein frühes Reitmerken, wo das tun können. Vielleicht sagst du, so habe ich dort nicht gelehrt. Dat is aber kein Beweis dafür, dass der oude Weg Gott sein Willen wir. Sind uns die Kinder mal so wenig wird, dass wir in der Kirche nicht für die haben, in die nicht beiden tun? Jesus sagte mal, laat die Kinder nur mir kommen, weil's von Sonne ist das Recht Gottes. Ist das recht, wenn wir die Schule dort evaluieren, was die Kinder lehren? Eins Jesaja sehr schwind, je leerder, je verkeerder. Wer immer sonst sagt, es jeden dort, wat Gott in sein Wort, die Bibel, klar sagt. Doorwegen soll wir uns Gedanken merken, wo wir in unsere Gemeinden noder kommen nur dort, wat die Bibel klar lehrt, und nicht bloß dort, wat Menschen einmal aus Regeln und Sitten sich angewandt haben. Moses hat Jesaja leicht konnt zu seinen Schwierfuder sein. Dort kann ich nicht so. So ist dit, hab ich dort noch einmal gehört. Hij hat sich leicht konnt an dat Oude festholen, aber hij deed dat nicht. Hij erkannt, dat dem Herrn sein Willen nicht immer dat Oude ist. Dat Oude ist bloß dann Gott sein Willen, wann dat op den rechten Grund steht. Dorno soll wir alles prüfen, ob wir uns Sitten in Gesetzen festholen, bloß weil's wir dat immer so gedonen haben. Oder hol wie daran fast, weil's wie weiten die sind in der Schrift verankert. Moses wie wellig die Dinge anders zu tun. Dadurch wird nicht bloß hei, aber auch das ganze Volk geholpen. Fang doch auch damit an, dass deine Gemeinde besser reingemerkt wird, den Herrn zu dienen. Jaft dat in jene Gemeinde eine Möglichkeit, dass Kinder und junge Menschen an Gottes Wort ungerecht worden? Jaft het ook Möglichkeiten, dass junge Menschen apart taub kommen können, wo sie gaude christliche Lieder singen und wo sie von ihr Jugendleider gaude biblische Antworten kriegen für all die Fragen, was die Jugend immer haft? Wenn die Kirche für die Jugend nicht beiden tät, dann ist das selbstverständlich, dass die Jugend sich dann ihre eigene Beschäftigung sieht, wat aber Firken ganz gegen Gott seinen Willen geht. Waarom trifft die Jugend sich Firken bloß op een gasram en dat allerhand schlachtet? Waarom geroden onze Kinder en schlechte Gesellschaft en fangen an zu zupen en sogar Schweinerie te driven? Dat ligt meistens daran, dat die Kinder, als sie kleiner werden, wenig geleerd is worden, wat het meint, in Christ te zijn. Dat ligt ook daran, dat wir onze Jugend nicht bewiesen, dat wir an genug interessiert sind, dat wir mit an wat taub han, so's Jugendstunden en Singstunden. Weet die Jugend dat Jesus an Leib haft, en wel han, sie sollen ihr Leben am übergeben? Bloß die Jugend zu sein, sie sollen Schmack sein, halb so viel als ein blingen Mensch zu sein, hij soll checken, wo hij anstaubt. Solange die Jugend sich noch nicht zu Jesus bekehrt haft, haben sie auch innerlich nicht die Kraft, Schmack zu sein. Wann unsere junge Menschen so eine gorstige Dinge tun, so es ich groß beschrieben habe, dann liegt die Schuld nicht im ersten Fall bei an.
De grootste Schuld ligt je weinig bij de Älteren en bij de Leiders van de Gemeinde, die zich niet veel daarom gekümmert haben, wat de Kinder en jonge Menschen uit de Bibel bijgebracht wordt. Wirken ligt die Schuld ook bij de Leiders, weil sie selbst nicht daran geloven dat een mens zich zu Jezus bekehren kan en dat hij dat dan ook weten kan dat Jezus am de Sünden vergeeft heeft. Met zo'n Einstellung ist zo'n Leider dan ook nicht imstand, seine Gemeinde zu lehren en rei zu merken, dat alle Glieder fähig worden, den Herrn zu dienen. Der Herr wird uns als Leiders verantwortlich houden, of wie de Gemeinde an Gott sein Wort ongerecht en geleerd haben, oder of wir an meistens alle Regeln vergehouden haben, wat wenig met de Bibel te doen haben. Ik mocht van harten roden, dat wir diese Gedanken einmal gründlich evaluieren en anfangen zu beten, dat der Herr uns Weisheit schenkt, wat wir in onze Gemeinden verändern sollen, dat wir die wahre biblische Lehre noderkommen. Moses deed nicht sein Hort verhorden, als sein Schwiegervater am Gouden Rot gaf. Hij deed dat, en doordat had hij dat eerstens leichter, en dat ganze Volk wordt doordat gezegend. Lieber Leider, du dien Hort nicht ook je in dat verhorden, wat der Herr die sagt. Du hast ne grote Verantwortung, of du deine Gemeinde no Jesus in dat eeuwige Leben führst, oder of du an Leiber bij dat Aule hältst, wo in jeder der sein eigenen Geschmack seinen soll versichern Gott zu gefallen, aber immer ohne ne feste Hoffnung, dat ihre Sünden wirklich vergeeft sind. Zo'n Denken ist ganz und gar ab ne Workengerechtigkeit gebüht. Weil wir immer daran denken, was die Schrift sagt. Je sind durch Gott seine Gnade gerat, willst je leben. Dat is nicht durch jene Worken, dat haft Gott je geschonken. Dat is nicht uit Worken, so dat keiner Ursache haft, sich selbst zu loben. Dat Volk Israel wie nu al 3 Monate onderwegs. Nu wird die Tijd gekommen, dat sie wieder trocken. En so kommen sie an die Wüste von Sinai, groß je en ever von dem Sinai-Borg. Dann stieg Moses ab diesen Borg hinab, mit den Herrn zu reden. Hier seht der Herr am, wat sein Plan für dit Volk wir. In Kapitel 19, Vers 4, seht der Herr so. Je han je seinen, wat ik de Ägypter habe augedonen, en wo ik junt op odlers Pflichten gedrucht habe, en junt hierher gebracht habe. En nu, wann je worden wellig zijn op meine stem te hieren, in mijn bond te houden, dan word je mank alle veldja mijn eigendom zijn, wils mi de ganze eerd geheert. Je zullen voor mij een kenningsrijk van priesters zijn in een heilige nation. Diese Word sollst du zu de Kinder Israel sein. Dan roept Moses al zijn ältesters op en seht an, wat Gott gesagt hat, en dat sie dit an dat ganze Volk wieder sein sollen. En wat leefst du se dat Volk dorthou, wat al 3-mal in Moses rebelliert hat? Sie zeiden, alles wat der Herr gesagt hat, wel wie donen. Dit schient einem een beetje eigenleiflich te zijn, dat dit war der spannendste Volk, wat so leicht sein kon, waarom hast du uns uit Ägypten geführt? Nu op einmal sehen, sie wollen ganz gehorsam alles doen, wat der Herr anseht. Ich nehme an, viele im Volk wussten gar nicht, wat sie dort versprüchen. Ich glaube, sie hatten bloß das Letzte gehört, wo der Herr an versprüch, dat sie ein besonderes Volk sein würden, wat seine Priester sein sollen. Dat sie aber gehorsam sein sollen, in den Bund mit Gott houden, hadden sie nicht viel über gedacht. Dat dit de Fall wir, sei wie Lothar ganz klar. Als dat Volk dit verspreken had afgegeven, dan zei de Herr, hij zal dat Volk voor de nächste 2 dagen heiligen. Dat meint, zij zullen ihre Kleider waschen en zich buitenlijk ook binnenlijk reinhouden. De grond dafür wir, dat de Herr op den Sinai-Berg sich am 3. Dag dem ganzen Volk openbaren wird. Waarom wird dit alle neidig? Wir müssen verstehen, dat dit Volk im Großen und Ganzen
sehr wenig über den Gott von Abraham und Isaac und Jakob wisst. Für über 300 Jahre hadden die Kinder Israel mank de heidnische Ägypter gewohnt. Über so eine lange Zeit wie Verständnis von Gott verdunkelt. Sehr viel von an hadden aus Gewohnheit, dass sie die Aufjäter von Ägypten anbeten deiden. Doorwegen muss der Herr durch Moses an immer weiter sein, sie sollen nicht die Aufjäter anbeten. Dit Volk muss erst einmal belehrt worden, wo heilig Gott ist. Hij ist nicht so aus der ägyptische Jätter. Verarm kann keiner bestohnen, wat nicht gereinigt wir. Dort soll das Volk nu erworden. Gott sagt Moses, dat hij das Volk streng belehren soll. Keiner darf ab den Sinai-Berg napstehen. Sie dürfen den Berg nicht einmal anschieren. Wer dat deed, auf Tier oder Mensch, der muss doodgemerkt worden. Warum? Weil's Gott in seine Herrlichkeit ab den Berg stohne wird, in kein geschaffenes Wesen es an sich würdig, ver Gott zu stohnen. Am dritten Tag brüken Blitz und Donner los, in sehr dunkle, dichte Wolken lagen ab den Berg. In graslich lüdet Bloßhurengeschall mögt das ganze Volk uit Angst zettern. Dann fiert Moses dat Volk, dat sie sich alle Ungen beim Berg hanstellten. Dann kam der Herr in ein Vier auf, ab den Sinai-Berg so, dat der ganze Berg anfängt zu riekern und zu beben. Dann raubt der Herr Moses, dat hij nur am Nab kommen soll. Hier befahl hij Moses, dat hij voorts weiter raufging, dat Volk zu warnen, dat nicht irgendwer ab einmal wird, auch Nab zu stehen, und dadurch viele wurden Matten angebracht worden. Von dieser Begebenheit sei wie weiter, wo je neef Gott hat mit seine Ehe nimmt. Wann wir sagen, dat der Herr ein gnädiger Gott ist, sei wie damit nicht, dat hij ab irgendein Weg schlob ist. Wann hij uns gnädig ist und unsere Sünden verjeft, meint het nicht, dat hij einstmal das Öl knippt und einstmal nicht. Gott handelt immer überein. Hij haust alle Sünd. Jede Sünd verlangt den Tod. Wo kann Gott dann Sünden vergeben und die Menschen doch noch um Leben lassen? Dat geht bloß, wenn meine Sünd durch den Tod von den anderen an meine steht betolt worden ist. Doorwegen gaf Gott dat Volk Israel Lothar die ganze Anrichtung von der Opfer. Du musst immer ein Tier sterben, um die Sünd zu bedecken. Aber als Jesus kam, kon hij für alle Menschen sterben, weil's hij selbst keine Sünd hat, wofür hij hat sterben musst. Gott leidt er toe, dat Jesus zijn Leben für uns gaf. In ander woord, starf hij wegen meine Sünden en wegen deine Sünden. Wann ik nu im Glauben dat aanneem, dat Jesus in meine Steed gestorben ist, dann nimmt Gott mich an, so als wann ik niemals gesündigt had. Dort nannt die Bibel der Rechtfertigung. Gott kann uns dann Gnade beweisen, weil's wir uns vertrauen ab Jesus seine Gerechtigkeit saten. Hast du das all gedonen? In unserer Geschichte hier, sei wie wo ernst Gott het mit seiner Heiligkeit nimmt. Hij hat sich noch nicht verändert. Wo immer Gott sich offenbart, kann der Mensch in seine eigene Gerechtigkeit nicht bestohnen. Moses kann bestohnen und wird sogar von Gott ab den Berg abgeraubt. Wo wir dort dann mehrlich? Moses hat langträg sein Leben dem Herrn anvertraut. Dann, als der Herr an dat brennende Bosch mit am Reden deed. Hij deed sich lang wehren, dort zu doen wat der Herr am seht. Aber schließlich ging hij doch. Bist du auch so ein Mensch, wat sich für Gott wehrt? Hij deed die von dir raupen, kragt so es du bist. Bekan am doch deine Sünden und nimm am aus din Herr in Rade an. Dann möchte ich noch einmal wat sagen zu die Familienvoders in die Predigers und Leiders in der Gemeinde. Sei doch wat für eine grote Abgabe der Herr die gegeben hat. Der Herr lürt darauf,
dat du die het eerste te aanbekierst, zodat du deine Familie ook nog aanbringst in eine Schrift und je rechten deist. Wenn du ein Prediger bist, mocht ich die fragen, hast du die allemal zu Jesus bekeerd? Kannst du sagen, dat hij deine Sünden alle vergeeft heeft? Wenn du dat nicht sagen kannst, wo wirst du dann deine Gemeinde dort lehren, dat Jesus Sünden vergeeft in de Menschen, wat Buße doen in nie het Leben jaft? Wenn du wirklich wahre geboren bist, dann las doch in het Nieuwe Testament besonders den Brief von Paulus, wo hij über die wahre Gemeinde schrift. Weil wir daran denken, der Herr wird uns eines Tages verantwortlich holen, ob sich durch uns Menschen zu ambitiert haben, oder ob wir die sogar davon aufgeholen haben. Mocht der Herr uns offene Horten schenken, so ist bei Moses, der willig wir den Rot unternehmen, wat Gott am durch sein Schwerfuder gauf. Wel wir nu noch tot beten? Lieber Herr, du hast alles gehört, wat von dir gesagt wird. Du musst so hören, dat deine Gemeinde ab Eden erweckt wird. Schenk dat von dir viele Predigers ihre Abgabe von niem wahrnehmen. En wenn du so sein, wat sich erst einmal am Glauben die Hand geben motten, dann schenk einen Büß vor dir hort. Dort bete ich in Jesus in Namen. Amen. Wenn ihr noch Fragen habt, über dort, was ihr auf das Programm gehört habt, meine Telefonnummer ist 204 346 0523. Ich wünsche you allen eine gute Weg. Op maandag hier.